Altesse Royale, Herr Präsident von der Chambre, Herr Premierminister, Exzellenzen, alle Gute. Das ist ein großes Fried für mich, wie ich können alle Gutenheit zu begrüßen. And I do not only welcome you in my own name and in the name of the Catholic Church, but also in the name of the other religions present here in Luxembourg. Together, we want to help to build up our country. C'est un plaisir de pouvoir vous accueillir et je vous demande de vous joindre à notre prière. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, qu'ils puissent faire un moment de silence et se joindre à nous dans les réflexions et dans les prières que nous allons faire. Mais merci à chacune et à chacun d'être présent et de célébrer avec nous Son Altesse Royale, Monseigneur le Grand-Duc, la famille grand-ducale et tout notre pays. Toi qui as béni nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, bénis le Grand-Duché du Luxembourg, Son Altesse Royale, le Grand-Duc Henri, la Grande-Duchesse Maria Theresa et toute la famille grand-ducale. Étends les ailes de ta protection sur notre pays. Éclaire toujours de la lumière de la sagesse et de la sérénité notre souverain et que les jours de son règne soient toujours bénis de prospérité et de paix. Amen. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vichuneka Isa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen schuf, und aus ihm schuf er seine Gattin und ließ aus den beiden viele Männer und Frauen sich ausbreiten. Und fürchtet Gott, in dessen Namen ihr einander bittet, und die Verwandtschaftsbande. Gewiss, Gott ist Wächter über euch. Seigneur notre Dieu, Dieu de toute miséricorde dont la grâce est infinie et l'amour des hommes un océan insondable, nous prosternant devant ta majesté, nous t'apportons humblement avec crainte et respect les remerciements pour les bienfaits que tu as répandus sur nous, tes indignes serviteurs. Nous te glorifions, te louons, te chantons, te magnifions comme Seigneur, Maître et bienfaiteur. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, qui tiens l'univers en ton pouvoir et les gouverne selon ta divine et toute-puissante volonté, qui
qui a fixé à chaque nation ses propres limites. Pour cela, Seigneur, en ce jour, notre pays tout entier se remplit de ta louange et nous te supplions avec joie et reconnaissance. Fais-nous connaître, Seigneur, tes sentiers, enseigne-nous tes chemins, établis-nous dans ta voie et guide-nous tous, peuple et magistrats, vers ta vérité, car bienheureux est le peuple dont le Seigneur est l'allié. Accorde dans nous ta bénédiction et ta protection à son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg, Henri, et la famille grand-ducale, à son gouvernement et à toutes ses instances. Accorde dans nous tes bontés à toutes les communautés religieuses présentes sur cette terre hospitalière qui est le Luxembourg. Accorde dans nous ton amour à ton peuple et donne-lui la santé, le salut, la paix, la tranquillité et la réussite de ses entreprises. Et rends-nous de te rendre toujours grâce et de te chanter ton très saint nom, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Le Seigneur a créé l'homme en le tirant de la terre, et il l'a fait retourner à la terre. Il a donné aux humains des jours comptés, un temps déterminé, et il a remis en leur pouvoir ce qui est sur la terre. Il les a revêtus d'une force pareille à la sienne. Il les a faits à son image. Il a mis en tout vivant la crainte de l'être humain, pour que celui-ci commande en maître aux bêtes sauvages et aux oiseaux.
les humains ont reçu du Seigneur l'usage des 5 sens. Il leur a donné en partage un 6e sens, l'intelligence, et un 7e, la parole, qui permet d'interpréter ses œuvres. Aux humains, il a donné du jugement, une langue, des yeux, des oreilles et un cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et d'intelligence. Il leur a fait connaître le bien et le mal. Il a posé son regard sur leur cœur, leur montrant la grandeur de ses œuvres. Il leur a donné de se glorifier à jamais de ses merveilles. Ils raconteront la grandeur de ses œuvres, ils célébreront le nom très saint. Parole du Seigneur. Altes Royal, Exzellenzen, Lützeburg, da das ei semischt. An Themischt vu Lützeburg als Europa. An da das Grad auf dem Dach von Haut, wo man bemerken, wie wichtig dat für eis ass. Europa gëtt haut a Frohgestalt. Nicht nimmen an dem Land, wo haut Referendum ist. Sogar bei uns hier den Heians zu stimmen, gegen die Europäische Union, gegen den Prozess von der europäischen Integration. Und das geht aber zusammen mit anderen Formen, Erscheinungen von Desintegration, von Desolidarisation, von Egoismen, die mehr groß gehen an unserer Gesellschaft, an wo sich eigen Dynamiken entwickeln, die alle gute verschiedene Ziele haben, aber wo dann der Bien commun, der notwendig ist für ein Land und für ganz Europa, aus dem Blick verloren geht. Da das vielleicht normal an einer postmoderner Gesellschaft, wo wir dran leben, wo das Individuum immer mehr wichtig wird, und wo die Sozialdimension vom Mensch an Tanner treffen könnt. Es gibt natürlich auch wunderbare Initiativen, die just an dieser Zeit den Kontra weisen. An so eng Initiativ kut auch de Moien eng Dekoration, woch mech immens drüber gefreut hun. Freier as het Bewusstsein von der Geschichte, wat de Land ze Summe gehalen huet, war de so de Kit war vun enger Gesellschaft. Mir das schon so, dass in enger postmoderner Gesellschaft d'Geschicht immer eng manner groß Rolle spielt. Und da muss man gucken, alle Guten zu summen, was sind die Forzen, die als Gesellschaft zusammenhalten? Weil die erlauben uns dann auch zusammen an Zukunft zu gehen. Und da gebe ich vielleicht auf erster Platz all die Vereine nennen, die zu Lützeburg stehen. Und auf dieser Platz will ich Ihnen heute ein großes Merci ausschwätzen. Das ist nicht immer einfach, heute einen Verein zu schaffen. Da gehen doch Bestrebungen von Ablesung, Zölle gemikleng, die Leute, die engagiert sind, gehen all an den Vereinen. Aber was dir an den Vereinen legt, ist wunderbar, das hält als Gesellschaft zusammen. Und dann lassen wir auf dieser Platz unter den Vereinen auch als Matrice zu nennen. An den ganzen Pius-Verband, die auch engagiert sind für Schönheit und für den Gesang und Frieden vom Mensch und dem Schönen.
Dann haben wir so viele ONGs hier im Land, die sich ersetzen. Sie wird für mehr Gerechtigkeit, für zu teilen mit denen, die nicht so viel haben. ONGs, sie für sie aus christlicher Tradition, sie für sie ganz ernst, dass alle Guten drohen sie bei, dass als Gesellschaft nach einem Zusammenhalt wird. Und dass sie sich engagieren können für Frieden, für Gerechtigkeit, für die Umwelt. Und noch so durchstrohen für das Bien commun. Auch all denen ONGs will ich ein großes Merci dafür sagen. Aber lasst mir darauf hinzuweisen, dass die Religionen auch dazu einen Beitrag leisten. Dass die Religionen auch engagiert sind, für das, dass die Menschen nach Idealen haben. An ohne Ideale kann keine Gesellschaft existieren. An die Ideale eine Vision haben. Wir brauchen Visionen für ein Land, wo in der Jugend die tipptopp ist, wo in der Jugend suchen, die könnt euch engagieren für die anderen, nicht nur für sich selber, aber für die anderen. Und das gibt die tiefste Friede, die ihr kann haben. Und ich meine zusammen mit den Religionen hier im Land, sie haben das Judentum, den Islam, an die christliche Religion, an all ihren Ausprägungen und Facetten, wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass es so Ideale gibt. An ein Ideal gedenken immer Frieden an Zukunft zu bauen. Dass wir nicht eine Gesellschaft sind, die sich zwar köstlich amüsiert, mit danach wo so eine gewisse Flamme ausstrahlt. Aber dass wir einen Frieden tun, der es erlaubt, an Zukunft zu gehen. Und Religionen sind wichtig. Sie packen an. Sie integrieren hier im Land. Dafür geht man hier ins Toilette, wenn ich so hören, darunter immer, dass es nach Kämpfen ging, die am Fangol von der Ideologie an 19. Jahrhundert, an Anfang vom 20. Jahrhundert passen, gegen Religionen. Die Zeit ist aber noch längst rüber. Aber vielleicht hätten wir da besser mehr auf nordisch Länder zu gucken. Für zu sehen, welche Religionen mit all den anderen zusammen, wir haben absolut kein Privileg, die einzig zu sein, die gut für das machen. Aber dass wir da auch als Beitrag leisten, und dass eine Neutralität vom Staat zu den Religionen nicht herrschen kann, die Religionen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Eine Trennung von Kirche und Staat, der ist d'accord. Aber eine Trennung von Gesellschaft und Religion, wenn wir die ausstreben, aber wenn wir die Religion aus der Öffentlichkeit verdrängen wollen, sie wird durch Verschwunden von Kirchgebäuden und ähnliche Sachen, dann werden wir Noten als Letzterbauer Gesellschaft einen ganz hohen Preis dafür bezahlen. Das soll man uns gut überlegen, was wir da machen wollen. Aber ich will aber nur die pure Wut, wo ich Pläsier habe, für Unrecht zu richten, abhalten nach einem ganz, ganz großen Merci. Weil für Lützeburg ist sicher klar, dass das, was das Land zusammenhält, dass das als Monarchie ist. Was wäre mir ohne als Grand-Duc, als Grand-Duchesse, ohne die großherzogliche Familie? Sie gehen als Identität. Eine Identität, die in einer postmodernen Gesellschaft immer mehr wichtig wird. Eine Identität, die jugendlich sicher nach Ritualen, an Formen, an Uniformität sogar heißt du. Die Identität, die dir als Altesse Royal, und da geht es zusammen mit einer großen Freiheit. Dafür ich
ein ganz großes Merci. Vive als Grand-Duc, vive als Grand-Duchesse, vive die großherzogliche Familie, und vive als Lützeburger Land. Muss ich schon in der Kirche, da kann ich auch zum Schluss Amen sagen. Frères et sœurs, faisons monter maintenant avec foi et ferveur notre supplication vers Dieu notre Père et prions en ce jour de fête nationale pour tous ceux qui sont appelés à vivre ensemble sur la terre luxembourgeoise. Veille avec bonté, Seigneur, sur notre chère patrie. Multiplie les bénédictions sur ton peuple et resserre les liens de l'unité entre ceux qui vivent sur une même terre pour bâtir ensemble l'avenir de notre pays et de l'Europe. Wir bitten für all verantwortliche Politiker am Staat wie an den Gemengen, hier zu Lützeburg, an Europa wie durch das Welt, dass sie sich für die Rechte und die Wohl von allen Bürgern ersetzen. Prions pour tous ceux qui
souffrent de la violence ou de la persécution, et pour tous les réfugiés qui sont arrivés de loin dans notre pays, que leur présence nous interpelle et suscite en nous un regard bienveillant et un esprit de fraternité. Wir beten für die Frauen und Männer, die sich an der Welt für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Für die Menschen, die heute unter den Folgen von Hunger und Gewalt leiden. Und für all die, die am Dienst von unserer Heimat ihr Leben gelassen haben, an denen wir vieles verdanken. Unissons maintenant nos cœurs dans une même prière et intercédons ensemble pour notre grand-duc Henri, la grande-duchesse Maria Teresa et tous les membres de la famille grand-ducale. Que le Seigneur les entoure de sa constante bienveillance. Domine, salvum fac, magnum ducem nostrum Henricum. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Deus qui omnis potestas et dignitas famulatur.
da famulo tuo magno duci nostro Enrico, prosperem sue dignitatis effectum, in quate semper tibeat, tibique jugiter placere contendat, per Christum Dominum nostrum.
benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. Benedictus es Domine in firmamento celi. Domini exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus, Deus cuius misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus. Pissime maestati Tue, procolatis donis gratiam agimus, Tuam semper clementiam exorantes, ut qui petentibus postulata concedis, eostem non deserens, ad premia futura disponas, per Christum Dominum nostrum.